Servus Leute, willkommen beim Nageria App Check, der Show, in der wir Apps testen. Und zwar testen wir die so 10 Minuten bis eine halbe Stunde ungefähr. Ich bin der Renton. Du bist der Raven King. Und der Raven King hat eine App dieses Mal rausgesucht, die er normalerweise auf dem Handy hätte vorstellen wollen. Das hat aber nicht geklappt und wir konnten aber die Data transferieren. Genau, über ein Passwort, das ich eingegeben habe. Über ein Passwort. Und der Raven King erzählt jetzt ein bisschen was über diese App. Wie heißt die? Also muss ich auch noch den App-Namen sagen. Achso, ja. Das ist ein Spiel von Square Enix, was ich ganz cool fand, dass die jetzt auch Apps rausbringen. Das heißt Dead Man's Cross und wir gucken gerade mal neu. Square hat eh nix. So, es ist ein Zombie-Spiel, was ja gerade ganz groß in Mode ist. Es ist aber nicht maßgeblich, dass es sich um Zombies handelt. Im Grunde genommen ist es ein Pokémon-Spiel für Erwachsene. So. Willst du damit sagen, dass Pokémon nichts für Erwachsene ist? Nee. So. Da kommt als einmal auf ein Werbe, manchmal Stadt. Was jetzt nicht kommen wird, was normalerweise kommt, man kriegt pro Login, pro Tag, kriegt man einen Bonus. Also das sind verschiedene Sachen, die man geschenkt kriegt. Gehen wir es mal von vorne an. Und zwar hat man in dem Spiel verschiedene Bereiche. Man hat zum Beispiel Jobs, die man erfüllen muss. Da geht man dann in dieses Jobcenter, da steht dann so eine Tussi, die tut euch voll labern. Und dann kann man auf dem Jobboard, kann man dann hier verschiedene Missionen auswählen. Es gibt Hauptmissionen, es gibt nochmal zusätzliche Missionen und man kann Missionen noch einmal nachspielen. Gehen wir gerade zurück. Das ist der Ende Teil vom Spiel. Der andere werde ich euch gleich vorstellen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Jobs. Da haben wir nämlich noch einer offen. Ich habe nämlich extra heute nicht gespielt, dass wir das heute machen können. Und da tut sich dann so Point-and-Click-Adventure aufmachen. Da kann man dann laufen. Zack, jetzt ist hier zum Beispiel die Tür. Was ihr oben rechts seht, die 45 von 50 sind meine täglich verfügbaren Schritte. Also wenn die leer sind, kann ich da nicht weiterlaufen. Und also die Zeit läuft ab, ne? Oder kriegst du dann wieder neue Schritte? Nee, da ist eigentlich keine Zeit. Achso, dieser Zeitablauf, genau. Ich krieg pro 3 Minuten gleich einen Schritt wieder. Okay. Also über Nacht ist das dann wieder voll. Also, ja. So, dann machen wir mal die Tür auf. Bla bla. Da gibt es hier eine Action, was man machen kann. Jetzt habe ich so eine Antiseptics-Dingens gefunden. Bla bla bla. Ich brauche 5 davon und 5 Antibiotics. Das ist dein Job, das Zeug genau, zu das finden. ist jetzt mein Job. Klatsch mal weiter. Noch eine Tür. Ich denke, ich werde den Lauf einfach durchmachen. So, jetzt haben wir einen Gegner, und zwar einen Zombie. Zack. Das machst du erstmal. Die Musik finde ich saugeil. Und zwar auf der linken Seite seht ihr den Raven King. Ich habe hier ein Level 51 Lollipop Goth. Und die ist schon richtig stark. Mein Gegner hat. Mann, jetzt halt auf, ich muss immer mitmachen. Mein Gegner hat andere Figuren, die er euch bringt. Dieses Prinzip von Pokémon ist halt jetzt so, man kämpft Kreatur gegen Kreatur mit verschiedenen... Entschuldigung. Mit verschiedenen Attacken. Ihr seht ja hier auch jedes Mal, hier ist ein Level mit dabei. Also Zombie-Skateboarder, wie geil. Genau. Die Zombies leveln nach. Links seht ihr das Skip, das heißt, man kann den Kampf komplett überspringen und rechts sieht man dann nochmal so Schnelllauf, das heißt, das geht einfach dann schneller. Okay, und Skip wäre dann aber sowas wie Wegrennen in einem Rollenspiel oder was? Nein, du kannst schon wegrennen, also du musst den Kampf bestehen. Und Skip zeigt dann einfach, ich hab's geschafft oder nicht? Genau, das ist dann einfach, der Kampf ist einfach ausgeblendet, dann hat man direkt das Ergebnis. Das Ergebnis ist jetzt, ich habe Experience gewonnen, 5 Stück. Zum nächsten Level bräuchte ich noch 104, also zum Spielerlevel. Es gibt ja Level, die diese Monster haben. Ich zeige euch jetzt dann auch später, wie man diese Monster kriegt und wie man sie auflevelt. Und ich habe Hardware. Also Monster sind dann diese Karten, ne? Genau, diese Karten. Diese Hardware ist dafür benötigt, mein Monster dann sozusagen, das irgendwie zu bezahlen, dass ich sie dann auffrischen kann. Aber das kommt noch später. So, jetzt habe ich Kampf gemacht. Jetzt geht's weiter. Noch ein Gegner. Das ist eigentlich random, wann die kommen manchmal und manchmal nicht. Dann gibt es noch Rätsel, was weiß ich. Ich mache jetzt mal dieses Schnelldurchlauf und dann geht's. Zack. Zack. Man sieht auch immer verschiedene Attacke und unten hat man nochmal ein Screen, wer was macht, wie viel Damage da rauskommt. So.
Was ich sagen muss, ist, dass das Kartendesign ist abartig gut. Ist abartig gut. Also es ist richtig, die haben sich da richtig viel Mühe gegeben. Das cool. sieht Also richtig es ändert gut mich aus. stelleweise auch wirklich. Im Grunde genommen ist es eine Mischung aus Magic the Gathering mit einer Artworks, mit einer Karte, Attacke, Blocke, was weiß ich. Und ja, halt Point-Click-Adventure. Es ist eigentlich viel drin. Also es ist eigentlich eine richtig geile Mischung, was Square Enix sich da erlaubt hat. Und es ist kostenlos. Also du brauchst nicht zwingend Geld. Klar, man kann sich wahrscheinlich Karte kaufen und sowas, ne? Aber Ja, Alter, die Musik! Diese Breakbeats! So, ich meine, was gibt. Was auch manchmal vorkommt, man kriegt Belohnungen für einen Kampf. Aber das ist dann auch Ach, in Form von Items oder was? Oder? Genau. Okay. zum Beispiel Items oder Berechtigungen zum Beispiel bei Boneyard-Kämpfen mitzumachen. Die zeige ich euch auch noch. Oder Jagdpässe, also du brauchst einen Pass, um zu jagen. Also das, was du jetzt aber machst, ist quasi der Story-Mode, ne? Ist eigentlich der Story-Mode. Dann gehe ich jetzt mal schnell durch. Aber was richtig Spaß macht, ist halt Monster zu fangen und aufzurüsten und gegen andere Leute im Internet zu kämpfen. Das ist richtig cool. Bla bla bla. Zack. Zack. Wie lange hast du jetzt schon gespielt? Monate. Oder Monate? Nee, Woche. Sagen wir mal Woche. Okay. Ich spiele Also du bist schon- zwischendurch habe ich es eigentlich auch mal nicht gespielt. Ich spiele es eigentlich einfach so. Aber du bist immer am du bist Tag. schon länger dabei. Ja, ja. Und ich spiele es auch gern, wie gesagt, mindestens immer pro Tag, wenn es geht. Kann auch mal sein, dass ich einen Tag nicht spiele. Bla bla bla. So, weiter geht's. Und ohne Clan, du könntest jetzt einen Clan machen oder was zum Es Beispiel? gibt, das kann ich da später zeigen, ja. Es gibt Clans, aber die Also, du werden, musst die mir werden das- zusammengewürfelt, also ich suche nicht unbedingt Leute. Es gibt Okay. andere Funktionen, wo ich Leute suche. Ja, okay. Ich denke, der letzte Schritt und dann reicht das auch. Nochmal eine Tür. Also ich wäre mit der Mission auch heute nicht fertig, ich wäre auch wahrscheinlich morgen nicht fertig damit. Das steigert sich dann auch irgendwann mit fortschreitendem Level werden natürlich auch die Missionen schwerer. Ich meine, in welchem Ja, Spiel wunderbar. sonst gibt es einen Zombie-Kurier auf Ja, dem das ist Cover? assi geil, ne? So, jetzt können wir nicht weiter. Ich könnte mir jetzt einen Energy Drink kaufen, der wird diese Stamina, heißt es, diese Schritte wird es auffüllen, mache ich aber nicht, weil das Geld kann ich besser verwenden. So, jetzt gehe ich mal jagen. Hand. Alles Genau, klar. man hat ein Free Daily Hunt, also das heißt, du darfst immer pro Tag kostenlos jagen. Ansonsten auf müsstest verschiedene du Gebiete. zahlen. Ansonsten gibt es ja, das ist so ein Jagdschein, den man gewinnen Okay, kann. okay. Den gewinnt man zum Beispiel in Kämpfe oder wenn man zum Beispiel so eine Mission macht und gegen einen Zombie gewinnt, dann kriegt man die. Wenn man 300 Münze hat, kriegt man nochmal so ein Hand, wo man dann seltenere Karten bekommt. Aber ja, deswegen spare ich die Münze jetzt, da ich dann irgendwann 300 Okay, habe. interessant. So. Free Daily Hunt. Du kannst auch hier gucken, bevor du in dieses Jagdgebiet gehst, was für Karten es da gibt, die rare sind. Also rare ist selten. Du kriegst zum Beispiel die George, die Yamata Nordete, der Succubus und so große Neptunkrake. Und die kannst du im Hand dann kriegen. Mit viel Glück, ja, wenn du diese 300 Coins ausgibst, schon eher. So, Gut, dann schauen wir doch mal, ob du Genau. jetzt im Free Hand was kriegst. gucken wir mal. Du hast jetzt ein Gebiet ausgesucht und dann Genau. gehst du jetzt jagen. Obwohl auch jedes Gebiet so seine Eigenschaft hat. Und das ist jetzt ein Shooter. Gucken wir mal da rum. Du bewegst dich aber nicht, ne? Zack. Nee. Ich kann aber Augengriffe werfen und das hat eigentlich, ja, ist nicht so schlimm, du wirst bloß aufgehalten, weil wir haben einen Zeitablauf. 1 Minute Zeit. Du kannst zum Beispiel in dem Level jetzt auch Kisten abschießen, die mit Fallschirmen runterkommen. Und die geben dir zum Beispiel 10 Sekunden mehr Zeit Ja, oder einen ja, Schnell-Nachlademodus. Gibt auch noch zum Beispiel einen Friedhof, da kriegst du einen Flammenwerfer, da sind die mit einem Schuss tot. So. Und da kriegst du dann halt Die einfach Karte eine hast du jetzt auch, Die ne? Karte habe ich. Und zählt's mehr, wenn du die jetzt am Kopf triffst oder so? Nee, Nicht, okay. Hauptsache Treffer. Oh, Bodybuilder. So, da ist eine Kiste.
Das heißt schnell. Frage habe ich noch, musst du dir ein Deck selbst erstellen oder macht er das automatisch? Macht er am Anfang automatisch, aber wenn du mehrere Karten hast, also mehr Karten hast, als dein Deck aufnehmen kann, musst du dann wieder. Das musst du halt einfach organisieren. Da gibt es einen ganz eigenen Bereich dafür. Es gibt ja noch welche, die dem mehr HP geben und sowas, ne? Ja, Karte. die besser sind. Ja. So Boosterkarte und sowas. Ne, sowas nicht. Also es gibt keine Eigenschaftskarte. Es gibt nur einfach Kampfkarte. Genau, es gibt aber zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände, die du gewinnen kannst, wie zum Beispiel ein Helm. Der Helm wird nicht angezogen, also so weit ist es jetzt nicht, aber du kriegst zum Beispiel Verteidigung plus. Oder Angriff plus oder Intelligenz plus, also die haben auch alle Werte. So, Time up. Jetzt können wir unser Ergebnis angucken. 7 Stück. Aber du hast keine selten die Karte gekriegt jetzt. Nee. Es gibt hier zum Beispiel von deiner Chickens, die mich so. Square Enix, ne? Die Chocobos. Ein bisschen irgendwie. Ich kann mich nicht dagegen wehren, aber es erinnert mich an so ein bisschen, ja. Abgefuckte Chocobo. Mit Scherbe und Nägel im Kopf. Von deren Version gibt es noch eine Silber-Version und eine Gold-Version. Und die Silber-Version kannst du zum Beispiel auch verschenken an Freunde. Ah ja, okay. Ich denke, den Social Part mache ich am Schluss dann. So, jetzt haben wir die Chicks, genau. Ja, weg. So. Jetzt gehen wir nochmal back. Und gucken uns unsere Deadmans jetzt an. Also so heißen die Zombies hier. Zack. Und zwar kann man hier welche verkaufen. Da kriegt man diese Hardware. Es gibt einen Katalog, da sind sie alle aufgeführt. Dass man sich schon das ist dein Pokédex. Genau. Und wenn man zum Beispiel so ein ganzes Feld gemacht hat oder gefunden hat und dann ist hier das Silberchick und dann kriegt man halt auch noch einen Bonus. Irgendwas gewinnen oder so. Da waren wir jetzt gerade drauf. Da ich auch schon ein bisschen was. Ja, die ganz rare Karte, ne? Ist halt nicht so einfach. Könnte man da jetzt theoretisch Freunde machen, wenn ich deinen Namen hätte? Ja, ja. Das ist ja geil. Kann man auch E-Mails verschicken. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Enhance heißt. Ich habe jetzt hier diese Karte. Also, ich gehe nochmal zurück. Moment, ich zeig das mal. Organize. Es gibt 2 Decks. Das erste Deck ist für die normale Hand und für. Also für die normale Mission im Handtuchstück sammeln. Das wäre jetzt mein Deck. Da kann man die Stati dann auch gucken. Also, ich habe sie halt. Ich tue sie immer schubweise besser verbessern. Leveln die alle gleichzeitig? Ne, die leveln nur durch. Ich sag da, wie man levelt. Durch den Einsatz. Genau, Enhance, ne? Da kannst du jetzt zum Beispiel hier gehen, Feed. Dann tust du jetzt welche raussuchen, die du gerade gefangen hast. Nämlich den. Level 37 kommt er dann. Okay. Zack, zack, zack. So. Er Level aufgestiegen und noch Experience kriegt. Ist er auf 37 gekommen. Seine Heilungsrate ist gestiegen. Intelligenz ist eigentlich alles gestiegen. So. Macht dir dann bestimmt auch was aus, was du ihm fütterst, ne? Ja, es gibt auch noch einen Boost. Jetzt habe ich aber nichts. Wenn ich jetzt zum Beispiel. Es gibt Kisse und sowas, die tun die was weiß ich. Verschiedene Sachen, Turnschuhe und sowas, die werden dann schneller und so. Das kannst du dann hier machen, aber ich habe gerade im Moment nichts. So, jetzt habe ich so von diesen Hardware-Zeugs nur noch 24. Das heißt, ich müsste entweder wieder eine Mission machen, wo ich welche kriege. Also kriegst du pro Schritt, kriegst du ja dann Hardware. Ich kann aber auch Deadman verkaufen. Da kriege ich jetzt 60 Hardware. Langt mir jetzt aber noch nicht. Aber auch jetzt im Moment relativ wascht. So, und bei Organize, wie gesagt, da kannst du dann dein Deck zusammenstellen. Da kannst du für City und für Boneyard. Genau, da kannst du auf Change drücken, wählst hier eine aus und du dann halt die Reihe feststellst. Also City sind dein normaler Story-Modus und genau, Boneyard ist wahrscheinlich gegen Internetleute. Genau, aber im Moment tut sich so nichts unterscheiden, weil ich habe jetzt keinen Grund, da irgendwie einen Unterschied drin zu machen. Okay. Es kann auch sein, wenn du zu gute Monster hast, dass du dann gesperrt wirst. Und dann musst du erst austauschen oder so, aber im Moment geht's. So, jetzt haben wir alles. Ja, jetzt, was haben wir noch? Zombie, was ist das? Zombie ist einfach dein Status. Das zeigt ja, wie gut du bist. Also ich bin jetzt
bei Rookie Boneyard auf Platz 4390. Ist nicht so gut. Nur Veteran halt. Hab Okay. aber heute auch noch nicht, und gestern habe ich gleich auch nicht teilgenommen. Also, du musst dann 8 permanent teilnehmen, dass du in der Ränge höher wirst. Aber das zeige ich jetzt gleich. Ich zeige jetzt noch den Social Part, denke ich, noch vorher doch. Du kannst hier Freunde einladen. Das geht über Search. Wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe NAG, Search, dann habe ich da Leute. Kann ich ja gucken, was für Level die haben. Dann kann ich da Freundesanfrage stellen. Das ist dann, genau. So sieht man jetzt meine Freunde. Und das hat den Nutzen, dass ich pro Tag einen Support-Punkt abgeben kann. Das könnt ihr auch bei mir machen. Also ich habe jetzt schon 12 gehabt. Jetzt gehe ich die dann mal durch. Ah, und mit 10 kannst du an der Lotterie teilnehmen, Genau, oder was? mach ich jetzt Ah, aktuell. okay. Aber bis jetzt habe ich noch kein Glück gehabt. So, bis zu 20 halt, ne? Machen wir noch nicht Lotterie. Du kannst halt E-Mails schreiben. Mhm. Ich habe jetzt... Ja, warum soll ich jetzt mit denen schreiben? Also ich habe gleich immer geschrieben, ja danke, Ja. dass du mich supportet hast. oder so. Yo, danke. Genau. Und du kannst, nachdem du in dem Hand warst, kannst du zum Beispiel deine Freunde auch Monster schicken. Und die Okay. können es auch dir schicken. Also ich habe auch schon immer eins geschickt gekriegt und das war richtig cool. So, Nehmen wir an der jetzt- Lotterie teil. Genau, das wollte ich noch machen. Social. Lotterie. Da sieht man dann, was man gewinnen kann. Das Isaac eigentlich Newton genau das ist eine gleiche wie Card? Lotto. Ja, Sorry. Ja. ist eine Rare Card. Also es ist eigentlich wirklich wie Lotto. Jetzt mache ich mal Lotterie. Zack. Ja, jetzt habe ich hier Handpermission. Nee, das ist jetzt Boneyard. Nee, Handpermission. Ich kann noch mal jagen gehen. Mhm. Könnte ich eigentlich noch einen anderen Bereich vorstellen. Aber Kannst wir machen, vielleicht ja, am Schluss. kann. Mach mal am Schluss. Ich gehe jetzt erstmal alles durch. So. Also es heißt nicht, dass man... Oh, die 3 ist... Ah, ja, jetzt kann ich mir Icon aussuchen. Also du hast ja ein Spielerbild, aber die... Ja, egal. Finde ich jetzt nicht so cool. Jetzt hast du keine Punkte mehr. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Jetzt muss ich wieder warten, bis ich supported werde oder ich supporte. Mhm. Und dann können wir wieder was machen. Ich habe Gifts gekriegt. Und zwar sind das jetzt immer dieser Handbonus. Das heißt, dort hat mir jetzt jemand ein Monster geschickt. Boneyard Midweek Reward heißt, dass ich bei diesen Internetkämpfen mitgemacht habe und dann kriege ich eine Belohnung. Ich habe einen Login-Bonus, das war das, was ich vorhin nicht zeigen konnte, weil wir uns leider schon einloggen mussten. Und den Lotteriepreis Claim All und dann kriege ich die alle. Okay. So, back. Was haben wir jetzt noch nicht gehabt? Clan mache ich jetzt auch nochmal, schiebe ich kurz neu. Da ist jetzt gerade noch nichts los. Also es ist, zu bestimmten Tage kann man Clan-Missionen machen. Das heißt, man kriegt... Was? Ach so, Ah, der erklärt dir. bla, bla. Also man kriegt dann Missionen, die man zusammen erfüllen muss, was weiß ich, 100 Monster-Killer oder so. Ist aber... Du kannst dich nicht absprechen. Also es ist einfach Spielerei. Okay, Also du hast dann okay. einfach eine Mission. Ist nichts anderes wie eine normale Version von einer Mission. Ja, es ist nett. Ist ganz cool, aber es gibt jetzt nicht den Effekt, wie wenn man jetzt in einem RPG irgendwie Okay. zusammen irgendwas macht. Gut, dann würde ich vorschlagen, zeig nochmal Boneyard und Hand. Dann haben wir ja eigentlich alle Punkte schon durch, ne? Genau. Man sieht, es gibt viele Bereiche, die miteinander verknüpft sind. Veteran, ja, das werde ich wahrscheinlich jetzt verlieren. So, da sind jetzt verschiedene Spieler. Das ist nämlich Modern, der hat Average, Attack, bla bla bla. Der sieht nicht so stark aus. Der mit 15, 8000, ja, der genau. Regan Eagle. Ja. So, ja, der hat auch ganz coole Füße. Ja, da guck mal. Und wie ist das? Der stellt sich einfach nur bereit und wird dann ausgesucht. Genau, du stehst eigentlich bloß drin. Also ich muss jetzt kein Offrock senden. Ach, andere kämpfen noch gegen dich, ohne dass du was machst. Ich gehe davon aus, weil ich eigentlich nie so Anfrage stellen muss. Okay. Oder jemanden angreifen muss. Ja, das verliere ich. Das Blöde ist, dass halt nur High Card hast, ne? Richtig hui.
Im Moment ja, aber wie gesagt, das sind halt 8 Leute, du kannst Geld ausgeben dafür. Ah, aber guck mal, er hat jetzt der hat doch 55 Ja, dann musst du halt Glück haben in der Lotterie. Also, wie gesagt, ich bin kein Pro. Ich spiele so immer am Tag, dass es halt recht ordentlich ist, aber das werde ich jetzt nicht gewinnen. Das nächste Mal werde ich mich wahrscheinlich auch in den Rookie... Was ist P? P sind die Zauberpunkte oder was? Wo? Unter dem H. H ist Health, der grüne Balken und P ist unten drunter. Genau. Das sind die Attacke. Also du Attacke, kannst auch, ja. wenn es ein Level up gibt, wie vorhin, wo wir den Ende gefüttert haben, kann es auch sein, dass du eine neue Attacke kriegst. Kann auch wie bei Pokémon sein, dass du eine andere vergessen musst. Oh. So, jetzt habe ich gelost. Schnell den. Diesmal drücke ich aber weiter. Skip. Ja gut, das ist auch. Die Krankenschwester finde ich geil. Ja, die ist cool, Also gell? die Karte sehen richtig geil aus. Richtig gut gemacht hat. Das ist ein Badass normal. Jo. Okay, schau. Das ist halt schon Veteraner-Kampf. Ja. Gut, dann zeig noch mal eine Hand mischen. Ich muss 3 machen, dass es rum ist. Ach so, du musst 3 machen. Okay. Ich tue das schnell wegskippen. Mars. Also es gibt schon geile Sachen aus der Mythologie auch und die tun einfach irgendwelche wie George Washington oder Isaac Newton einfach irgendwelche Leute nennen. Ich finde, die sehen auch nicht unbedingt wie Zombies aus. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, es sind einfach so Fantasy-Monster. Also ich finde es besser. Das kann auch jemand spielen, der nicht auf Zombies steht. Zombie-Radfahrer, ja. Ich stehe auf Zombie-Radfahrer. Genau. So, jetzt mal Battle Results. Schlecht. Das nächste Mal war ich wieder Rookie. Du kannst viel Zeit investieren, du kannst Geld investieren, aber ich mach's nicht. Aber es macht trotzdem Spaß, also so für, wie gesagt, für nur 2 Stunden. Nee, Stunde oder so spielen. Ja, ich denke, ich werde deinen Account auch löschen. Also auf meinem iPad Ja. und dann mir es anschauen. Noch ein Handjob, Genau. würde ich nochmal ganz sehen, von einem anderen sehen. Gebiet. Was ist denn cool? Das Casino ist ganz lustig. Obwohl, nee. Ich find eigentlich den Friedhof cooler. Ist jetzt auf dem iPad ein bisschen schwieriger zu spielen. Normalerweise auf dem Handy geht es halt wirklich wie Handheld. So. Gleich schaue ich schon einen Klick. Ich hoffe, das synchronisiert sich danach wieder zurück im Handy, aber ja, ne? Wenn nicht, musst du nochmal Data-Transfer machen einfach. Würde ich auch einfach machen dann noch. Zur Sicherheit. So, ach genau, ja, es teilt sich eigentlich auf in Säugetiere, dann gibt's Vögel, dann gibt's noch Monster halt und Menschen. Männlich, weiblich. Ich finde das Soundtrack auch geil. Und halt die Schokobos da. Das ist schwer. Die kann ich jetzt verschenken. Ich schieße jetzt mal, weil bis der noch geladen hat. Zack, zack, zack. Wenn das. Ich würde jetzt zum Beispiel. Gut, die ist jetzt rare, aber so richtig Rare Card mit 5 Sternen zum Beispiel erkenne ich dort, dass ich ewig brauche, bis ich ein Blatt habe. Also das sind mindestens 6 Beschuss. Okay. Und daher weiß ich eigentlich schon im Voraus, gibt nichts. Oh. So, jetzt haben wir mal Attacke, die macht eigentlich nichts anderes, als dass er mich aufhält. Also du hast an sich als Spieler keine Lebensenergie oder so. Ja, das war's. Ja, super. Ja, also ich kann es nur empfehlen, es macht riesig Spaß. Man hat den Pokémon-Effekt, man hat den bisschen RPG-Effekt, man hat eigentlich coole Artworks, man hat eigentlich immer was zu tun, also man hat verschiedene Alles, Bereiche. was das Herz begehrt. Ja, also ich könnte über die App nichts Negatives verlieren. Also super gemacht, Square Enix. Ich denke, den Standard sind wir auch gewohnt und Ja, danke. ladet es euch runter, es kostet nichts. Kann's nur empfehlen. Der Link wird auf nageria.net zu finden sein unter der unter AppCheck. Werdet ihr es finden und danke fürs Zuschauen Genau. und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.